Na, warum müssen sie es immer wieder anlegen? Alter, warum mussten die es immer wieder anlegen? Bleib hier, Alter. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Ja, was ist mit dem Penis passiert? Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich, 3-mal bis jetzt. 3-mal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal, vielleicht können wir uns einigen. Hm? Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Nein. Sie haben mich wieder jung gemacht. Ich kann dir sie leihen. Nein, ich muss sie mitnehmen. Keine Chance. Ich muss die Kronjuwelen mitnehmen und basta. Aber wenn du sie mir noch lässt, nur 1-2 Tage, höchstens 3. Nichts zu machen. Tut mir leid. Naja, gut, dass ich sie überhaupt benutzen konnte. Hier, bitte. Dankeschön. Danke. Und viel Glück. Eigentlich meine ich, dass du bestimmt auch ohne gut auskommst. Okay. Okay, dann können wir ja schon wieder zurücklaufen hier. Alter, warum muss ich die immer Leute immer verprügeln? Können die nicht einfach auf mich hören? Die wissen doch, dass ich stärker bin als die anderen. Also als die. Alter, ich habe eine fette Rüstung an. Ich habe 2 Schwerter auf dem Rücken und eine Armbrust. Und mittlerweile müssen mich jeder hier kennen, wer ich bin. Zumal sie an den Augen müssen man mich erkennen. Aber nein, die legen sich trotzdem alle mit mir an. So, haben wir die Quest gepackt. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen, das sind sie! Wahrhaftig! Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Ja, Und also. schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Okay. Trifft dich in Mitternacht. Und das ist die Hauptquest. Quest ist. Da muss ich später hin. Gehe nach. Gehe. Haben wir noch ein paar Quests vor uns. Machen wir einfach mal die. Ups. Gehen wir dahin. Komm. Ich könnte an sich auch die Sache machen mit den Runen. Mit dem Runenschmied. Aber nö. Auf Toussaint. La Grande Duchesse. Und nun zu den Wundern des jährlichen Ritterturniers. Als Patronin So. fungiert dieses Jahr Sag mal, hallo. Oh, ich hatte sogar eine Quest für mich. Ein Hallo. Hexer aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazar Lafargue. Geralt von Riva. Okay. Du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd, aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität.
Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Okay. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Okay. Wie sind die Schemata nach? All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tienzeel, einem legendären, leider verblichenen Elfen- und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tienzeel in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir alles, was ich weiß, und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Wie bist du ein Lehrling eines Elfes geworden? Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied. Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tienzeel sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war. Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft für den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Okay. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern, jede aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Wo soll ich anfangen? Beim Wolf. Erzähl mir von meinem Bruder von der Wolfsschule. Sein Name war Adon. Ich erinnere mich gut an ihn. Mein Meister mochte ihn und half ihm, einen gut bezahlten, aber nicht zu riskanten Auftrag zu finden. Vor ein paar Jahren traf eine archäologische Expedition von Castel-Groupien in Toussaint ein. Die Mitglieder der Expedition befragten den Meister zu den Elfenruinen in Term. Er warnte sie eindringlich vor den Gefahren und legte ihnen nahe, Adon als Eskorte mitzunehmen. Was für Gefahren hat er gemeint? Weißt du das? Der Legende nach spuken Geister in den Kammern unter Term. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber die Expedition samt Hexer ist spurlos verschwunden. Okay, beim Greifen. Was kannst du mir zum Greifenhexer sagen? Er kam vor etwa 200 Jahren zu uns. Aber mein Meister kannte ihn bereits. Dieser Hexer war bei weitem nicht so emotionslos, wie es seine Kollegen sind. Er hatte auf Fort Ussat einen Auftrag angenommen und brauchte dafür unbedingt eine bessere Ausrüstung. Er zeigte meinem Meister die Schemata, hinterlegte eine Kaution und ward nie mehr gesehen. Offenbar hat er eines Abends das Fort verlassen und kehrte nie zurück.
Wohin kann er gegangen sein? Weiß ich nicht. Es hieß, er sei in Eile aufgebrochen. Vielleicht hat er etwas vergessen. Von Fort Ussar sind nur noch Ruinen übrig. Aber vielleicht lohnt es sich, die zu durchsuchen. Okay, bei Katzen? Reden wir über den Hexer der Katzenschule. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied Bartholomé de Launay, die Authentizität eines Hexerschemas zu überprüfen, das er von einem Boten erhalten hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache. Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass Delaunay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und ausrauben. Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand Delaunay spurlos. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Okay, aber für Geralt ist es okay. Naja, Erzähl mir etwas über den Hexer von der Bärenschule, ja? Kurz nachdem Meister Tienzel mich als Lehrling angenommen hatte, tauchte er auf. Ich erinnere mich noch an das Bärenmedaillon, das er um den Hals trug. Der Hexer war riesig und falschte wie ein Fischbein. Hexer sind eben selten reich. Stimmt, der war es jedenfalls nicht. Aber er war in Eile und so wurde mit der Herstellung begonnen. Er seinerseits versprach uns das Geld zu bringen, sobald er einen Auftrag auf dem Tuffeau-Weingut erledigt hätte. Dort war ein Gebäude eingestürzt. Die Zeit verging und der Bärenhexer kam nie wieder. Mein Meister schickte mich zum Tuffeau-Weingut. Es stellte sich heraus, dass der Hexer dort tatsächlich einen Auftrag angenommen hatte. Aber das war das Letzte, was man von ihm gehört hatte. Und mehr weiß ich auch nicht. Naja, das kommt vor. Und bei den Matto? Die Schule des Manticors. Über die weiß ich wohl am wenigsten. Obwohl ich vor langer Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammte. Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Manticors weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister, ein gewisser Merten. Tienzel war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Tienzel schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern wiederkommen. Mit Betrunkenen mache er keine Geschäfte. Der Hexer kam jedoch nicht wieder. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen alkoholumnebelten Händel mit der herzoglichen Wache eingelassen. Er wurde verhaftet und verurteilt. Das Bastei-Gefängnis, in dem er saß, ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht solltest du da mit der Suche beginnen. Okay. Lass mich kurz was an. hast du denn im Angebot? Okay, dann haben wir mal alles durch hier. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Ach, können wir immer mal halten. Ausrüstung, nein. Nein. Das will ich nicht will. Reparieren. Okay. So, Wiedersehen. das wollte ich Viel machen. Glück auf dem Weg. Okay. Gehst du den Ruinen von da? Dann machen wir das mal. Ich gehe mal ein bisschen Rüstungssuche machen. Wo, da bitte. Das sind ein paar Nebenquests. Ja, okay. Wir haben ja, ich will noch mindestens eine Stunde hier so weiter rumgurken. Also Nebenquest machen. Und danach die letzte Stunde noch, Wir hätten den Wetter kurzen Prozess mit solchem Abschaum gemacht. Hat deine Fresse. Los. Ich muss halt schnell durch hier. Warum? So, dann habe ich hier einen
Ich glaube, hier in der Mitte bin ich schneller da. Und zwar muss ich wohin? Da hinten hin. Dann wäre es hier doch am nächsten. Dann gehen wir dahin. Voilà, Ladebild. So, Plätze, hallo. Sind nur noch 200 Meter, ja, das ist wahrscheinlich viel schneller gewesen. Alter. Was ist das denn? Verdammt. Oh, okay. Ja, hat magische Falle. Okay. Alter. Ah, hat ihn schon noch bekommen. Okay. Alter. Die haben so gerade so Schreie gemacht wie Drachen. Okay. Aber egal. Ah. Laufplätze. Laufplätze. Ja, so Wildschweine, die können mich relativ am Arsch lecken. Die können mich relativ am Arsch lecken. So, hier. Und da oben sind schon die Ruinen. Ich habe gerade ein Greifen gehört, kann das sein? Gehst du da hoch? Dankeschön. Mal sehen, ob ich etwas finde, das Merten hier zurückgelassen hat. So, Hexensinne. Da unten ist so eine Kiste. Oh! Okay. Oh! Alter! Okay. Verbessertes Feuermann. Okay, komm schon. Mach. Alter! Hab ich mich mal gefangen? Okay, aber doch nicht. Alter, ist die schnell unterwegs. Autsch! Alter! Also sie ist aber auch von den Leuten, die ich nicht gerne begegnen würde. Was haben wir dir? Beamtes Tagebuch. Was ist hier? Okay. Ich wollte aber hier gerade gucken, so. Ob es hier irgendwas gibt, was mich weiterbringt. So. Ah, da oben sieht es halt irgendwas zu sein. Wie komme ich da hin? So. So. Ah. Wo bist du? Ah. Ah, da. Ein Schema da. Krosenschwert. Aha. Ja. Den Tagebuchaufzeichnungen nach ist Merten vom Gefängnis aus direkt zur legendären Höhle gezogen. In der soll auch Majoran einst gehaust haben. Dahin gehe ich jetzt. Ja, mal so schön hier. Guckt euch mal das an. Oh, ist so schön. Okay. So, haben wir keinen Wegpunkt in der Gegend. Weil ich muss auf die ganz andere Seite. Ja, da gehen wir wieder dahin.